Bei uns im GVC-Staff ist kürzlich am Pausentisch so die Frage aufgekommen, wer von uns eher der Optimist und wer eher der Pessimist ist. Und aus dem ist dann eigentlich ein interessantes Gespräch entstanden, das so mit Hoffnung und Zukunft auch zu tun hat und das eigentlich mega zu unserem Predigtthema heute passt. Und darum möchte ich dich heute auch gerade fragen, was bist du? Bist du eher der Optimist oder eher der Pessimist? Mit was für einem Blick schaust du so in die nähere und weitere Zukunft? Und wenn es für dich jetzt gerade ein bisschen nicht so klar ist, wenn du unsicher bist, was du bist, dann frag mal deine Familie oder Freunde oder Arbeitskollegen und ich vermute, dass sie eine ziemlich klare Vorstellung haben, wie sie dich erleben. Vielleicht macht es für dich aber auch einen Unterschied, ob es um deine persönliche Zukunft geht oder so um die ganze Welt. Weil wenn wir so in die ganze Welt schauen, ja, dann gibt es wirklich viel Grund für Sorgen, für Unsicherheit. Probleme wie Klimawandel oder schwindende Biodiversität, die sind so komplex, die sind vielschichtig und die kann man nicht einfach so lösen. Und selbstverständlich gilt das auch für all die Konflikte und Kriege, die wir haben auf dieser Welt. Vielleicht hast du auch in deinem persönlichen Leben Herausforderungen, die dir noch viel mehr Sorgen bereiten, als jetzt eben so das, was in der Welt passiert. Das kann etwas schwerwiegend sein, wie eine vielleicht lebensbedrohliche Krankheit. Oder einfach einen sehr anstrengenden Alltag, wenn du vielleicht kleine Kinder hast und nachts fast nicht mehr zum Schlafen kommst und einfach erschöpft bist. Oder wenn du im Dauerstress bist an deinem Arbeitsplatz, dann ist das definitiv herausfordernd. Vielleicht ist es auch einfach etwas, wo du anstehst, ganz persönlich und nicht weiterkommst. Vielleicht irgendeine Charaktereigenschaft oder eine Angewohnheit, die du eigentlich schon lange verändern willst, die du loswerden willst, aber sie klebt irgendwie so wie Kaugummi an dir. Dann denke ich mir, ist auch so etwas Kleines, herausfordernd. Jedenfalls geht es mir so. Je nachdem, ob du also Optimist oder Pessimist bist, kann es sein, dass die Hoffnung für die Zukunft von diesem Alltag, so vom Alltäglichen, wie so ein bisschen zugedeckt wird. Und trotzdem, oder eben gerade wegen dem, wollen wir uns heute mit dieser Hoffnung beschäftigen, mit der Hoffnung für die Zukunft. Wir sind in einer Predigtserie über Hoffnung und der Roman Ganz hat am letzten Sonntag den Anfang gemacht und ist eingeführt ins Thema und zeigt, dass Hoffnung, man kann sagen, ist eine Erwartung, dass etwas Wünschenswertes eintritt. Etwas, wo wir uns wünschen, dass das auch eintritt. Dass die Erwartung, wie das Wort schon sagt, aber mit Warten verbunden ist. Und durch das auch durchaus spannungsvoll kann sein. Und wenn ihr die Predigt gesehen und gehört habt, dann erinnert euch sicher an das Terraband, das der Roman dauernd wieder vorgenommen hat und so gestretcht hat, um die Spannung aufzuzeigen. Christliche Hoffnung bedeutet nicht, dass einfach alles, was wir uns wünschen, sofort eintritt. Sondern christliche Hoffnung bedeutet vielmehr, dass wir gewiss sein können, dass wir sicher sein können, dass Jesus mit uns ist in diesem Ausharren, dass er uns nicht allein lässt und dass wir eine Perspektive in die Ewigkeit haben. Heute habe ich einen anderen Gegenstand mitgebracht, um auch einen wichtigen Aspekt der biblischen Hoffnung zu verdeutlichen. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon gesehen, der schöne Anker hier. Und das Bild für Hoffnung, das finden wir im Hebräerbrief. Es heißt dort, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker der Seele, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. In diesem Kapitel vom Hebräerbrief geht es darum, dass der Autor den Empfänger ermahnt, um im Leben auf dem Weg mit Jesus dran zu bleiben. Und um sie auf diesem Weg zu ermutigen, bringt das Beispiel vom Abraham, um zu zeigen, dass Gott treu zu seinen Versprechen steht. Er stellt Abraham als Beispiel und als Vorbild an für sein Glauben und für sein Vertrauen auf Gottes Zusage und dafür, dass er eben sein Vertrauen auf Gott, auf die Hoffnung bei Gott setzt. Am Anfang der Hoffnung von Abraham steht ein Versprechen von Gott, eine Verheißung, eine Zusage. Gott verspricht dem Abraham viele Nachkommen, so zahlreich wie Sand am Meer. Und der Abraham, er glaubt Gott,
er setzt sein Vertrauen auf ihn, er setzt sich in Bewegung. Aber die Verheißung, die geht nicht sofort in Erfüllung. Die Umstände sind zwischendurch schwierig und der Abraham muss Geduld haben, muss ausharren. Eben, auch das ist ein Teil der Hoffnung. Aber weil die Hoffnung nicht von einem Menschen kommt, sondern von Gott, kommt eben auch eine andere Dimension rein. Und da kommt der Anker ins Spiel. Die biblische Hoffnung, die ist bei Gott verankert. Der Autor benutzt das Bild vom Anker, wo ins Allerheiligste hinter den Vorhang hineingeht. Und der Hebräerbrief, ist, wie der Name sagt, ist an die Hebräer gerichtet gewesen, an Judenchristen. Und für sie ist klar gewesen, was denn mit diesem Bild gemeint ist. Es geht hier um den jüdischen Tempel in Jerusalem, wo es einen grossen Vorhof hatte und dann innen drin das Heilige und noch weiter drin das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten, dort ist die Bundeslade gestanden, mit den 10 Geboten drin, mit den Cherubengel, die gewacht haben über dieser Bundeslade. Und dort heisst es eben, dort geht der Anker hin, in das Allerheiligste, hinter den Vorhang. Und das bedeutet, dorthin, wo Gott gegenwärtig ist. Dort, wo Gottes Herrlichkeit ist. Dort, wo ein Stück weit die Ewigkeit auch in die irdische Realität hineinkommt. Und das macht eben die Hoffnung zu einem sicheren und festen Anker für unsere Seele, wie es in diesem Vers heisst. Auch Jesus redet von dieser Verankerung in der Ewigkeit, aber mit einem total anderen Bild. Er sagt es gegenüber seinen Jüngern so: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus sagt dort zu seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, und er sagt es damit auch uns, wenn wir an Jesus glauben: Ich werde in der Ewigkeit eine Wohnung für dich vorbereiten. Für dich ist dort schon jetzt ein Platz reserviert. Und falls dir jetzt der Begriff Ewigkeit irgendwie ein bisschen zu abstrakt ist, die Ewigkeit wird uns beschrieben in der Bibel als Ort von der untrübten Gemeinschaft mit Gott. Also ein Ort, wo es keinen Schmerz gibt, kein Leid, kein Streit, keine Traurigkeit, keine Tränen. Es ist ein Ort, wo es einfach wirklich, wirklich gut ist. Ohne Wenn und Aber. Und das ist das Ziel dieser christlichen Hoffnung, so die Ewigkeitsperspektive. Die Verankerung in der Ewigkeit, das ist der Kern der christlichen Hoffnung. Und beim Vorbereiten von dieser Predigt habe ich gemerkt, dass es für mich persönlich mega entscheidend ist, dass die biblische Hoffnung eben nicht einfach so eine Hoffnung im umgangssprachlichen Sinn ist. Wie ich hoffe, dass morgen das Wetter gut ist, oder ich hoffe, dass ich die und die Person dort antreffe, so wie wir es abgemacht haben, aber ich bin irgendwie nicht ganz sicher. Sondern dass die biblische Hoffnung, dass sie gut begründet ist, dass sie fest ist, dass sie sicher ist, dass sie eine Gewissheit ist. Weil nur so kann sie eben der Anker sein. Hoffnung lebt vom Vertrauen zu dem, der etwas verspricht, dass der eben wirklich verlässlich ist. Und darum lebt die biblische Hoffnung für die Zukunft vom Blick in die Vergangenheit. Die Bibel ist so etwas wie ein Zeugnis für Gottes Verlässlichkeit in der Vergangenheit. Gottes Treue und Verlässlichkeit, die ziehen sich so wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch die Geschichte von Gott mit den Menschen. Die Bibel gibt Hoffnung für die Zukunft, indem dass sie Gottes zurückliegende Treue bezeugt. Und der Paulus formuliert das im Römerbrief so. Das heisst dort: Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen.
Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und danach daran festhalten. Die Bibel ist also aufgeschrieben oder niedergeschrieben worden, damit wir durch Gottes Geschichte mit den Menschen ermutigt und tröstet werden und damit wir dazu ermutigt werden, unser Vertrauen auf Gottes Zusagen, unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen zu setzen. Die Bibel an sich und die Geschichte, die sie erzählt, ist ein Zeugnis von Gottes Verlässlichkeit. Gottes zurückliegende Treue gibt Hoffnung für die Zukunft. Und wenn wir das Zeugnis von der Bibel dann noch detaillierter anschauen, so ein bisschen wie anzoomen, dann finden wir den Kern der biblischen Hoffnung, wenig überraschend, bei Jesus. Und noch genauer gesagt, bei seiner Auferstehung. Im 1. Petrusbrief wird das ganz präzise auf den Punkt gebracht. Es heisst dort, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. In einer anderen Übersetzung ist der zweite Teil übersetzt, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine sichere Hoffnung. Dass die biblische Hoffnung verlässlich, wahr und sicher ist, das bestätigt Gott durch das, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist ein mega klares Zeichen, dass Gott wirklich die Macht hat, dass das passiert, was er verspricht. Und in einem Video vom Bible Project über Hoffnung habe ich eine total treffende Formulierung gefunden, die das so zusammenfasst. Es heisst dort, Hoffnung ist die Entscheidung, darauf zu vertrauen, dass Gott die von ihm versprochene Zukunft bringt. Das ist so verrückt wie die Tatsache, dass ein Toter zum Leben aufersteht. Christliche Hoffnung ist auf Jesus ausgerichtet. Und darum ist sie eben verankert im Allerheiligsten, hinter dem Vorhang. Darum ist sie verankert bei Gott in der Ewigkeit, wo Jesus ja schon hingegangen ist, nachdem er auferstanden ist. Die Hoffnung ist verankert bei Gott, wo alle Macht hat und wo nichts unmöglich ist. Und ich finde die Kontinuität, der rote Faden, den wir durch die ganze Bibel durch sehen, mega wichtig. Das, was Gott in der Vergangenheit gemacht hat, das weckt Vertrauen in seine Zusagen bis heute. Und das gibt eben die fest verankerte Hoffnung für die Zukunft. Und darum ermutigt uns die Bibel auch, unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen zu setzen und daran festzuhalten. Gott macht uns das Angebot, ihm zu vertrauen, unsere Sicht auf die Zukunft in der Ewigkeit zu verankern und damit eben Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft zu haben. Damit das funktioniert, in meinem Leben nachkommt, da muss ich erstens einmal, wie es ja auch in diesem Zitat geheißen hat, eine Entscheidung treffen. Es ist meine Entscheidung, ob ich mein Vertrauen setzen auf Gott, auf das, was er verspricht, auf seine Zusagen. Und das Zweite ist dann logischerweise auch, ja, ich muss wissen, wie denn Gott ist, was seine Zusagen sind, wie denn seine Sicht ist. Ich muss das kennen oder zumindest immer besser kennenlernen. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass man zwingend Theologie studieren muss, damit man da irgendwie ein bisschen die Hoffnung hat. Sondern es ist eine Frage von der Beziehung. Christliche Hoffnung kann man nicht trennen von Gott und von der Beziehung zu ihm. Je besser ich Gott und seine Zusagen, wie sie in der Bibel stehen, kennenlerne, desto tiefer wird mein Vertrauen zu ihm und desto tiefer und fester wird der Anker von der Hoffnung bei ihm verankert. Um mit Zuversicht auf die Zukunft zu schauen, brauche ich Gottes Sicht. Gott hilft mir, um
mein Leben und das, was um mich herum passiert, in einem grösseren Zusammenhang zu sehen. Eben probieren, mit seiner Sicht zu sehen. Und wenn ich die Sicht von Gott immer besser verstand, dann hilft mir das auch, ihm zu vertrauen, dass seine Zusagen eben auch verlässlich sind und mein Leben entsprechend auszurichten. Es ist eine Beziehung, es greift zueinander über. Darum führt die Vertiefung von der Beziehung zu Jesus auch zu wachsender, sich vertiefender Hoffnung. Und weil die biblische Hoffnung eben auf dieser Person beruht, eben Beziehungssache ist, würde ich sagen, tragen auch wie beide Seiten dazu etwas bei. Von Gottes Seite her kommt, dass er die Hoffnung schenkt. Es ist wirklich auch ein Geschenk, das er uns macht, dass er durch seinen Heiligen Geist die Hoffnung ins Leben hineinbringt. Dann, wenn ich vielleicht gerade gar nicht damit rechne oder dann, wenn ich sie gerade dringend brauche. Zu diesem Thema hören wir dann am nächsten Sonntag noch viel mehr. Die andere Seite ist, was ich dann dazu beitragen kann. Ich kann mir Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen. Weil, wie gesagt, die Hoffnung, denkt mir, liegt in der Vergangenheit begründet. In dem, was Gott versprochen hat. In dem, wie Gott gehandelt hat in der Geschichte, in der Vergangenheit. Und wenn ich so in die Bibel eintauche, dann prägt Gottes Wesen mein Denken. Das passiert vielleicht nicht von heute auf morgen. Und ja, vielleicht ist es auch nicht so offensichtlich. Aber es passiert wirklich etwas. Es verändert etwas. Es prägt mein Denken. Es prägt das, wenn ich das Leben sehe. Wenn ich mich kontinuierlich mit Gott beschäftige, mit ihm Zeit verbringe und in die Bibel eintauche, dann festigt sich in mir die Gewissheit, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott gut ist, dass er es gut meint, dass er gute Gedanken hat über mein Leben. Und das gibt mir die Zuversicht und Hoffnung für die Zukunft. Wir möchten jetzt das einfach auch noch praktisch werden und die Vertiefung ganz praktisch auch machen. Ich lade euch ein paar Zitate aus der Bibel auf euch zu wirken, in die Zitate einzutauchen und durch das eure Hoffnung zu stärken und euren Anker fest und sicher bei Gott zu verankern. Mir denkt, das ist so ein Schatz. Und wenn ich so Bibelvers auch auswendig weiss, dann ist das eine Chance, dass die in einer gewissen Situation wieder so aufploppen. Dass Gott durch seinen Geist mir die in Erinnerung rufen kann. Und dass ich mich dann an denen festheben kann, wie eben so an einem Anker, der bei Gott verankert ist. Darum lade ich euch ein, sitzt bequem an. Ihr könnt die Hände aufmachen, die Augen zu oder umgekehrt, so wie es für euch gut ist, um einfach parat zu sein, das auch von Gott aufzunehmen, von Gott zu empfangen. Vielleicht ist nur eine von diesen Zusagen jetzt gerade für dich. Vielleicht auch mehr, es spielt keine Rolle. Aber ich lade dich ein, um die nehmen und durch das sie zu einem festen Anker werden für deine Seele. Zu einem Anker, der bei Gott in der Ewigkeit verankert ist. Gott sagt zu uns: Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens, dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Der Herr ist mein Fels,
meine Festung und meine Retter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wie du, Vater, mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Die Zusage, die macht Gott jedem Einzelnen von uns. Aber ich denke, er macht sie auch uns als gesamter Church, uns als weltweite Gemeinde von Jesus auf dieser Erde. Ja, und ich möchte uns allen zurufen, hey, lasst uns mutig und hoffnungsvoll sein. Lasst uns mit Gottes Perspektive in die Zukunft schauen. Als Einzelne, aber auch als Church. Egal, ob du jetzt eher Optimist oder Pessimist bist, das spielt keine Rolle. Weil die Hoffnung ist nicht in mir selber verankert, sondern bei Gott. Und das ist das Entscheidende. Und darum, ja, lasst uns etwas Neues anfangen, Bäume pflanzen, auch wenn wir nicht wissen, ob wir die Früchte von diesen Bäumen noch selber werden ernten. Lasst uns mutig und hoffnungsvoll sein. Und lasst uns den Hoffnungsanker fest bei Gott verankern. Weil unsere Hoffnung ist zwar verrückt, aber sie ist begründet. Hoffnung ist die Entscheidung, darauf zu vertrauen, dass Gott die von ihm versprochene Zukunft bringt. Das ist so verrückt wie die Tatsache, dass ein Toter zum Leben aufersteht. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für das Bild vom Anker, von der Hoffnung, wo ist wie ein Anker, wo bei dir verankert ist. Das Anker von diesem Bild, wo so wirklich etwas, wo eben fest neu mehr hebt, wo verlässlich ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir von dir die Hoffnung bekommen, dass wir von dir die Perspektive bekommen, dass wir von dir
die Zusagen bekommen, dass du der feste Grund bist, wo wir uns draufstellen können, der verlässlich ist. Dass du der bist, der mit uns geht, der auch das Warten, die Spannung aushaltet. Dass du der bist, der uns sendet in die Welt. Der uns begabt hat, um hier in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Du bist aber auch der uns die Perspektive gibt in die Ewigkeit. Wo eben der Unterschied ausmacht von dieser Hoffnung, dass wir gewiss sein dürfen, dass das auch eintrifft. Und ja, ich danke dir für das Zeugnis von der Bibel, das wir haben, wo wir drin lesen können, wie du gewirkt hast über Jahrhunderte. Wo wir drin lesen können, wie du Jesus auferweckt hast von den Toten. Und ich habe gemerkt, für mich ist das so ein ganz wichtiger Punkt, wo meine Hoffnung wirklich verankert ist. Zu sehen, dass du das wirklich gemacht hast. Dass du wirklich die Macht hast. Und Vater, ich bitte, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, um unsere Hoffnung bei dir so zu verankern. Dass du uns hilfst, im Alltag uns daran zu erinnern. Wenn die Alltagssorgen, die kleineren und auch die grossen, uns so wie zudecken, dass du uns dann daran erinnerst, durch deinen Geist, an die Sachen, die du uns zugesagt hast. An die Tatsache, dass du mit uns bist, dass du treu bist, dass du verlässlich bist. Ich danke dir vielmals, dass du uns die Perspektive gibst. Amen.